Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mit jedem Taub hier sein. In schöner Sonntagsmorgens habe ich. Und wie ich an Taub komme, ist Gott seine Familie, an seinen Wort anchecken und Taub singen. Und Taub von uns einander hören. Und das interessiert mich, dass es ein geduld wird. Und das ist ein sehr wichtiger Part von der Kirche. Ich habe manchmal so gedacht, vielleicht unter überdenken, dass nach Kirche der Rest dann kommen und was die Prediger predigen und dann dort ist dort und das soll auch dort sein und weil ich auch hier in meinem Port tun. Und aber Kirche der ist mehr als dort, was ich in die hier nicht kriege. Und Kirche ist, dass alle Taub kommen, wir spazieren für die Kirche, nur die Kirche. Und wir kennen, weil wir waren Taub eten. Und wir teilen mit und wir haben Sinnerschule. All die Dinge, wir fahren besiegen, spazieren und viele von Ihnen haben vielleicht alle, die tun Dinge, was keiner sagt, wer anweit und wir halten mit. Und das ist Kirche. Und das scheint, dass wir ein Part von Gott seine Familie sein. Ich freue mich, dass ihr für mich Gebet habt, dass ich kann Wort reden. Und ich hoffe, dass ich glaube, das Wort sein, was interessieren. Und ich glaube, das Wort jemand halten, einer den anderen. Und mir ist das interessant gewesen, was ich will mitteilen. Ich glaube, Gott hat mich auf das abgewiesen durch den Zeit. Und ich will anfangen mit dem Vers, was ich damals mal habe gelesen. Und ich will das weiter als 1. Petrus 1, Vers 3 sagt es, Luft Gott an den Herrn Jesus Christus, sein Vater, will sein Mitleiden wie so groß, dass er uns nie geboren hat, eine lebende Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwirkt, und ein Aufgott, das nicht verkommen oder verwalten kann, dort für uns im Himmel bewahrt wird. Und Gott und seine Allmacht wird da nur sein, dass je durch sicher ankommen wollen, und dort Heil kriegen willst je und Jesus glauben. Dort Heil soll an der letzte der offenbar werden. Und das ist, was von der an ist. Ich kann du leben an der letzte der. Ich weiß nicht, was das meint, der letzte der. Ich glaube, da kann ein paar Dinge meinen. Some Dinge, was wir in der Bibel lesen, da hört sich so, dass wir an der letzte der. Und so, ich kriege dann ein Wasser stärken, so non von was Jesus starb und abgestoßen wie in der Heilige Geist ausgegoten, wir dort sehen die alttestamentlichen Propheten, dort wir der letzte der und was dort passiert. So der letzte der und sind der, was dort ob ist, für jeder einem Jesus anzunehmen, das ob für jeder einem an Gott zu glauben. Dort sind der letzte der, weil da wollen nicht nach weiter der Gelegenheit sein. So in der Tafel noch mehr Bedienungen. Wir kennen uns von deren, und das ist nicht uns Thema, aber wir kennen uns von deren, zu anlohnen, oh, wenn das passiert und dort passiert und dort passiert und dort jetzt, oh, dort meint nur Jesus, was meist wird kommen, okay, ich lade zu stehen. Dort will ich nicht von weich nehmen, mir sagt auch so, das kommt wieder. Aber der letzte deren, als ein Part von das beschreibt, was wir hier von deren tun. Und wir reden von der Bibel, wir reden von Jesus. Und wir merken dort open klar, dass jeder einer kann ein Part von Jesus sein. Und so, hier sind viele feine Verse. Wir wollen von deren, uns Thema heute von deren der Arche. Hier sind sicher bekannt mit der Geschichte im Alten Testament, wie das redet von der Arche. Nicht wie ein Mann Noah. Ich glaube, wie ein Farmer, stelle ich mir so vor, vielleicht sein Business. Ich weiß nicht, was er will, aber allemal, als er kann tun. Hij woont daar met zijn vrijtaub en met zijn jongenstaub. Hij had 3 Sehens. Die Geschichte fing je aan 1. Mose, Kapitel 6 en 7, 8, so wie das dort. Fing wir die Geschichte beschreiben. Und das ist nicht bloß eine Geschichte, das wirklich passiert so. Und da wie ein Mann, der gleicht Gott. Er gleicht Gott, dort, wo er von Gott kann verstehen. Laatst reden wir von, dass Gott hat sich zu allen Menschen offenbart und was durch die Natur. Und was Noah alle von Gott gewusst hat und gekannt hat, weiß ich nicht. Aber dort, was er von Gott kann, dort gleicht er. Er verlangt nur Gott. Und
En ein Vers, was mir der und Luther werken als wichtig geworden ist, der Vers, was Jesus sagt, wie er sagt, die, was der gesehnt sind, die, was der hungert und durstet, nur der Gerechtigkeit. In Noah wir sind Monastad, am hungert nur Gott, am wir üt nur Gott. Und das ist von der und der Frau für mich und die, hungert uns nur Gott seine Gerechtigkeit. In Noah wir sind Monastad. Und Gott sagt das. Durch die Bibel fängt wir mehr als eine Menschen. Im Neuen Testament haben wir einen Mann Cornelius. In Juda haben wir einen römischen Oljestaller. Er wirkt so, er betet nur Gott, er tut das, er gibt von der Geld nur, wie das nicht, nie muss ich abpassen, wenn ich die Geschichte reich vertelle. Kann mich da nicht nennen, aber er wirkt so, am Hunger nur Gott, er wird kein Christ, er wird kein, nicht mal ein Jude, aber er wird so, dort, was er von Gott weiß, durch Hunger, er will mehr von Gott haben, er betet, er fast, aber in Gott hier sein Gebet. Und so sind da mehr Lieder in der Bibel, und das ist von der auch up dafür, die Menschen, die nur Gott hungert, Gott checkt, er siegt. Wo sind Menschen, die nur mehr hungert, nur mehr dursten? Und Noah, wir ein Sohn Monastad. Und wenn du die in der Bibel hast, wir tun mal nur 1. Mose 3, das 7. Kapitel, da fingen wir die Geschichte. Ich würde gleich ganz zu lesen, aber mal sehen, wo wir das kriegen wollen. Aber 1. Mose Kapitel 7, da haben wir von, wo Gott zu Noah kam und sagt, so Gott sagt, hier ist ein Mann, den asst nur mich, den jankert, der glaubt an mich. Dort wurde er von mir versteht und vielleicht hat Noah viel von Gott zu verstehen. Ich will nicht so merken hier, dass er wenig von Gott weiß. Ich weiß bloß nicht, was er alle von Gott weiß. Aber er will so, was nur Gott übt wir, nur Gott hungern. So zeigt es das an 1. Mose Kapitel 7. Und der Herr sagt zu Noah, Geh an das Schaf nein, du und deine Familie. Ich habe gesehen, dass du in dieser Zeit ein gerechter Mann bist. So, hier haben wir dann auch das Uitgeloten, wo Gott zu Noah sagt, er soll ein Schaf bauen. Nicht? So, der Mensch hatte die Zeit, wie er sei gerecht, und das hat sich ganz bekannt von der. Nicht? Der Mensch hat die Welt, wie sie anteilen, wird ganze jämmerlich gerecht. Ein bisschen Matchstamm mit dort. Und so wird er zu Noah seine Zeit auch. Und aber doch, wenn die Bibel beschrieben wird, würde der letzte Zeit was sein, was wir dann sagen, wir wohnen in der letzten Zeit, leben in der letzten Zeit, das sagt, weil die Menschen wollen auch so sein, als der Noah seine Zeit. Was wollen die sagen? Ihr weißt das, was sagt in der Bibel? Sagt, die wollen eten und trinken und drachen mit Kass merken und was ist das andere? Fällt mir nicht bei. Allemaal sagt, bloß was wir sagen, das ist wollen leben. Das ist, was die Menschen drachen mit sein. Das kriegst du zu Noah seine Zeit. Wir haben das, oh, das wollen leben, das weil die Menschen mir drachten, die dachten nicht an Gott. So die Frau ist, so diese Dinge sind mal eten und spielen, was immer, du hast lots of Eierreichigkeit fertig. So, dort wird auch sein, ja was. Und so, die Menschen werden draht mit Leben. Und die haben von Gott verjährt, oder sie wollen nicht mehr an Gott denken. Und haben Gott geschoben in ihre Gedanken. Und so Gott hat zu Noah gesagt, weil es hier ein Mann, den Hunger hat, nur Gott, und wir nur Gott, und baute eine Arche. Und dann, ich war ein großes Boot schicken, großer Regen schicken, und die Welt wird ingegeben. Und die Menschen, die Tiere, alles wird ingegeben versuchen. Ich wollte alle vernichten, weil die Menschen sind so eingereicht. Die haben mir aufgesagt, die leben bloß für sich selbst. Und da muss ich nicht mitchecken, da musst du nicht die checken. Wo steht es mit mir und dies? Habe ich draht mit Eten und Trinken und Befrieden und all diese Sachen, was euch nicht alles schlecht ist. Habe ich Gott mit an in uns Leben. Diese Lieder haben Gott aufgesagt. Ich kriege es von der und wie so viele Menschen aus. So, nu hat eine Arche gebaut und so Noah, wie auch so ist Abraham. Dort weiß wir noch, was Gott zu Abraham, oder was die Bibel von Abraham sagt, in Römer Kapitel 4, glaube ich, da sagt es, in Abraham glaubt Gott, und Gott teilt ihm, das ist Gerechtigkeit an. Das fing hier in Römer Kapitel 4, wenn ich reich sehe. Und so wird es mit Noah auch. Noah glaubt Gott. Wenn Gott wird sehen, das glaubt Noah. Kriegst es Abraham. Wenn Gott wird zu Abraham sehen, Abraham glaubt Gott. Und so, das ist von der und auch. Gott redet von der und auch noch zu mir und die. So, glaubt wie Gott, wenn er wird sagen, Noah glaubt Gott, und er ging einen Barsch und fängt an Baumdol zu haken.
Nu wollen wir mal in der Arche bauen. In der Arche, das wird ein großes Schaf, wie sie sollen dann gehen, das soll dann raten. Und so, Noah glaubt Gott so sehr, dass seine Axt nahm, der anschob, und ging auf allein im Busch und fang an beim Dolte Achsen. Und 3 Jahre Sommerdag. Dat so zei is God, is Noah God gelovend. Dat is wat geloven is. Want God geloven. Krijgt is Abraham, hij verleidt zijn stad, hij leidt zijn familie, dat alle. Hij gelooft God, man God wat zegt. En zo, Noah gelooft God, zo zei hij stad. En hij vangt de stabes aan, de boom, de logs, und der Ast hat alle Lust zu killen und er mögt eruit. Nu waren we een schapje en heeft breder davon gemerkt, hij wilde dat krijg alle af, wat hij voor equipment gehad, weet ik niet. Maar hij slaapt in den Bos eruit, heeft allemaal zijn beest gehad en slaapt eruit. En hij vangt aan een schap te bieden. Hij gelooft God en dat duurt dan lang. En hij vangt aan te de mensen te zeggen, Rama, zijn nobaschen, wat is nu? We weten wat het am dorp schafft, niet? So die weten alle wat hij doen, niet? Nu ohne hebben ze gras, of janne doen niet, of wat allemaal niet. We worden aan, zo wat is nu? Vangt zo'n boomdol te hebben, wat bist je nu? Nou, ik ben een schaap. Oh, nou, wat is een schaap? Wat is een schaap? Of wat allemaal niet. En zo, Noah gelooft God. En zo, waar we moeten zijn wat het hier zegt. Toen hadden dat schaapgebied. En God had hem ook gezegd wat hij zal nanemen. Hij zal wassertieren met de nanemen. En die kwam daaraan. Vers 4 sagt, 7 deel wo ik in den Regen schaken, de 40 deel dag en nacht regnen wordt. Ik wil alle soorten tieren, wat ik op ihr gemerkt heb, aanbrengen. En Noah deed alles wat hij haar am gezegd had. So Noah gelooft God. Noah, wie 1600 jaar oud, is de Überschwemmung op ihr kwam. Vers 7. En Noah en zijn zeens en zijn vrouw en zijn zeens ihre vrouwen gingen aan het schap na om zich van de Überschwemmung weg te brengen. En dan wieder zegt het van de tieren, so, ze gingen aan het schap na, nog had het gleich geregend. Nog alles wat ze bad zo weit hadden, dat God gezegd had, wordt regnen, buiten schap en de nubers erspart. En veel zware arbeid. Dat is alles wat ze bad nu hadden, nog weer geen regen. Alles dreig, er is gewöhnlich warmer dat gewas is. En zo nu op eenmaal zeg ik, oké, nu is het, nu gaat hem schapen aan. En Noah ging dan aan, zijn vrouw kwam hem hingeran, zijn 3 jongens kwamen hingeran, ihre vrouwen kwamen, ze gingen hem schapen aan. En vers 10 zegt, en nu 7 deel kwam de Überschwemmung op de aarde. In vers 12 zegt, dat regent dag en nacht voor 40 deel. Nou, wie weet nu, wanneer het mal een stunde mal ganz hier schät regnen dat is bald alle woordrecht niet, zijn alles bald puddels. Nu wanneer het mal voor 40 deel, over dag en nacht, is mal gewaltig regnen. Andere steden, en we brauchen da nicht angehen, andere steden redet het, glaube ich, noch jetzt te verstaan, dat de Ira zo nog woord eruit gekomen, allemaal dat heeft niet meer onze boodschap hier te doen. Allemaal zu drehen soll, wie veel woord. En het is interessant, van die mensen die niet aan God geloven, die versuchen God in de Bibel eruit te nemen, die geloven je niet dat er mal als een Überschwemmung was. Die geloven je dat het plus door en de jeent een beetje een flood was en zo wie dat staat. Maar deze lied krijgt het interessant, want die lezen dat wat ze dan, ook niet aan ze dort waren wat ik gevangen van miljoenen jaar terug en zo wie dat staat. Alle wegen, ik zal niet zeggen alle wegen, maar dat wat ik gelezen heb, zo ver, en die Hanse waren wat ik gevangen. Als immer dat bij ons te eine tijd als je mal een meer was. Paar miljoen jaar terug als je mal een meer was. Niet? So, ik geloof dat niet wat ze zeggen, maar dat wat ze zeggen, dat stemt met de Bibel. De Bibel zegt dat mal alle wegen een meer was. Dat de hier is mal ganz enger gegaan. En zo, dat is wat het deed. Dat regen zei, dat woed dat kwam op, en hacha. En dat regen Noah en zijn mensen en de tieren wat God gebracht had, die wieren aan de Arche baan. Vers 17 zegt, de Überschwemmung wordt immer groter voor 40 deel, zodat het schap ophooft en zwam. Zodat we een dag op eenmaal aan de 40 deel, op eenmaal aanvangt dat schap aan te moven. Dat kunnen we ons meest voorstellen, wil ik dat wat je versperrt had. Niet? Eenmaal vangt dat aan, nu worden ze alle eens, wordt het alles aan stel geworden daarbij. Niet? De tieren en everybody wat aan, nu vangt het aan te zwammen. Wat nu? En 1. Petrus redt weer van God wordt ons Sachen doorheen brengen. Niet? Dat is
was sie hier sich worden ab verloren haben. Gott wird doch wel weten, was wir hier tun. Und so, das fängt an zu schwammen, aller Taub, an den Sturm. Und das Wutter wird sehr deep, aber das Schab bleibt ab in Wutter. Ich kann mich feststellen, als ich steht, man, hat das reich genug Gebiet? Hat das alle dich gemerkt? Hast du stark genug Taub genäht? Wird es schaffen? Aber das schafft. So was das hier sagt. Aber das Schab bleibt ab in Wutter. Das Wutter wird so deep, dass alle Boy in der Wutter gingen. Dat wir 7 Meter Wutter ever de Boy. So 7 Meter, dat weet je hier dat is van ungefähr. En so 7 Meter boven de Boy, sagt het hier. En al het leven op de aarde, veel, vrij, tieren en alle kniepers en ook alle mensen kwamen om. Alles wat op de aarde einen levenden Odem had, starf. Je ziet zo wat aan de Arche baan weer. Der Herr ruht al het leven op de aarde uit, mensen, tieren, kruiptieren en veel, bloos Noah en die wordt met arm en dat schap wieren eeuwig gebleven. En de overschwamming blijft voor 150 jaar op de aarde. So, dat is de geschichte opgeschreven van Noah en van zijn zoons, zijn vrouw en van wat God te eind zegt. En dat ding wat de trouble jaft, dat is dat wat het ontvangt te regenen, regent dat niet. So Gott hat hen gesagt, und das will Jahren verrückt, das wird regnen, das wird eine Überschwemmung sein. So und kein Abweis davon besitzt, dass Gott hat gesagt, das ist alles. Aber Gott hat gesagt, und dort ging sie ihre Achse anschauen und ging beim Doel halten. Fang an der Arche zu bauen, wenn noch keinmal geregnet hat. Und so diese Geschichte hat Gott lassen passieren für eine Ursache, weil Gott weiß alles. Gott hat sein Wort geschrieben, Gott hat sein Wort geplant und ich das abgeschrieben in der Geschichte von Noah. Was Gott dann leid passieren, kann eigentlich viel lernen für uns selbst von der. Der Arche, das ist ein Bild von der. Und das die Bibel sagt, der letzte Zeit, wo die Menschen krank sind, ist der Noah seine Zeit. Die Menschen, die Tür haben nicht geändert. Die Menschen wollen drauf sein mit Leben, mit Schein gehen, mit nur sein, dass sie zu der Ehe kommen. Und krank ist das von der. Und so, Gott mögen weich. Gott sagt, so ist hier Leben. Der Eierreichigkeit, was da bei ihr wir, das ist von der aus. Gott gleicht das nicht. Viele Menschen von denen sagen, na, wenn ein Gott hilft, dann würden all diese Dinge nicht passieren. Weil das stimmt nicht, weil Gott gleicht die Dinge nicht. Die Menschen, wenn beide Dinge passieren, das will die Menschen nicht. Gott hängt auch nur gehen. Die gehen sich selbst, ihre düstere Natur, die gehen dem Satan hängen heran. Das ist tot die beide Dinge passieren. Früher, na, wieso, wir sollen nicht mehr abstehen zu der Eierreichigkeit, was wir diesen Zeit überhand nehmen, weil wir sollen mal abstehen, der Jen fährt. Naja, das kann vielleicht sein, some down dort. Und es ist nicht so, dass das unbedingt schaffen das. Und meine Gedanken sind dann, na, Habert, wann wir, ich kann würden so sehr predigen, so sehr lehren würden, so sehr erzeugen würden, dass die Menschen sich mal alle würden bekehren. Dann würde Eierreichigkeit von ungefähr ab hier, nicht? Wenn wir alle Menschen würden, die goldene Regel nur kommen, dass die, so als den anderen so behandeln, als du was behandelt sind, würde Eierreichigkeit auch nicht von ungefähr abgehört sein. Und so, wird das ever passieren, weiß ich nicht. Aber die Frau ist dann eigentlich, die das ansieht, dass das passieren kann. Allemal Noah seine Zeit und so, wir haben von der an auch eine Arche, wir haben von der an auch Gott sein Wort. Gott hat von der an auch eine Warnung gegeben. Gott sagt an Noah, als der Arche riet, das wird keinmal passieren. Die Welt wird keinmal irgendwo gehen. Er sagt nicht, dass es keinmal wird eine Schwammung geben, das jaft es fertig. Aber er sagt, die ganze Welt wird keinmal gehen. Aber was Gott von denen gesagt hat, dass das ein Tag, das habe ich nicht von deren bloß gesagt, aber das ist dieselbe Sorte Warnung, was über die Welt hängen hat. Kannst du dir vorstellen, Noah seine Zeit. Gott hat es gesagt, die Welt wird gehen. Die Welt wird gehen. Die Menschen, die Tiere, alles wird versiegen.
Stell dir mal vor, all die Dörfer, all die Städte voll Menschen, die da gewohnt haben, einer dort wird. Und sie haben das nicht geglaubt. Na, predigt sei am Wort genannt in Prediger. Er hat sei gepredigt über das. Das wird enger, das wird passieren. Horch mal, kommt eine Arche an. Der wir ob. Aber viele Menschen glauben das nicht. Der alle glauben das nicht. Aber das wird, Gott sein Wort, das hängt über die ganze Stadt, über die ganze Welt, hängt das über. Hey, das wird enger gehen. Für die Menschen, die schauen das fort. Wir haben von deren Krieg so ein Wort über uns hängen, wenn wir das wollen, den zwei Namen. Das hört sich vielleicht nicht schön, aber was Gott hat gesagt. Ein Tag wird die ganze Welt verkommen. Die ganze Welt wird verbrannt. Die Bibel sagt, das wird verschmelzen, wenn es so sehr heiß worden. Alles wird bloß verschmelzen. Das wird das Krieg so wirklich, das Krieg so ernst ist, dass dann Tenoa tiet wir, dass das wird enger gehen mit Butter. Von deren aus bloß, das sagt Gott, mit Butter wird es kein mehr, aber von deren aus sein wird, das wird alles verschmelzen. Das wird das Krieg so wirklich, Krieg so ist das dann wir, Tenoa. Das wird hängt über die Welt von deren. Glauben die dort? Glauben die Menschen dort? Alle Menschen, die da sind, alle Länder, all die Städte mit all diesen Menschen, die alle ein Gläubige sind. Aber wie viele Menschen sind da, die da in das wird leben? Sie weiten das nicht. Hast du ihnen das gesagt? Und die Wort, viel von den Worten, die hier von der Bibel, die Bibel wird sehr gering gehalten bei diesem Zeit, hält nicht an. Die Menschen glauben das nicht. Aber das wird von Gott hängt oder wenn immer. Denn das hat Gott gesagt. Ein Tag wird die Welt ganz verschmelzen. Kriegsstan hat nicht gesagt, wann der Regen wird kommen. Und so hat nicht gesagt, wann das wird verschmelzen. Er hat bloß gesagt, das wird. Und er hat Kriegses, drei Zeit wir haben von der Nucken war ich gemerkt. So die Welt, die hat eine Warnung. Und du wird hier von der und sagen das, du wird mir über Radio hören das, oder du wird mir über YouTube hören das. Das musst du weiten. Gott hat zu uns gesagt, du weißt das nicht, ein Tag wird die Welt verschmelzen. Du hast das nicht gehört. Das hat Gott gesagt. Und so kriegst du es zu Noah, seine Zeit wird sein. So, das ist nicht mein Wort, das ist Gott sein Wort. Und wenn Gott wird reden, das ist so. Die Frau ist, glauben kann die das. Noah glaubt Gott. Abraham glaubt Gott. Glauben kann du Gott. Die Menschen, die Noah seine Zeit, die Druck haben mit Barbecue haben, die glauben Gott nicht. Die haben Druck mit allen Sorten Scheins, wo das euch alle Arche ist. Gott will haben, wie sollen das Gott haben, glaube ich, über das Ganze. Das ist nicht Arche, aber sie werden ganz benommen mit das, dass wir erdrieft, dass wir erleben, und sie schauen Gott rein. So was ist von der und mit mir und die. Glauben kann du Gott, was er gesagt hat. Und das sind euch keine wieder. Kriegst es Noah, er muss nur seine Nubasch kommen und sagen, hey Nubasch, lieber Nuba, was wir hier Lebenszeit haben, geformt, und unsere Führerschein Lebenszeit geformt, unsere Großführerschein hier. Gott hat mir gesagt, dass wir wollen alle versuchen. Aber hier ist eine Arche, ich bitte hier, dass du halt mich beten. Aber der Nuba glaubt das nicht, der Freund glaubt das nicht. Und so, sie verkämen da und kriegst du von der, was Gott gesagt hat. Und so, Noah gibt die Anladung, riet, hey, kommt eine Arche an, halt mir eine Arche bauen. Wir uns raten, Gott hat uns ein Werk gegeben. Der Werk von der, für der hat, was nochmal was kommt, dass das alles verschmelzen wird, jetzt keine Arche zu bauen. Das ist kein haltender Schab, weil das wird alles verschmelzen. Das Ding, was eigentlich anschieren kann und sein kann, die wollen alle verschmelzen. Wir können nicht bauen. Wir können uns kein Klotje, kein Haus und keine Heile bauen, was nicht verschmelzen wird. Das wird alle verschmelzen. Da ist kein physical, keine körperliche, keine natürliche Erradung für das. Die einzige Erradung, was da ist, das ist ein geistliches Ding. Unsere Seele will Gott raten. Die Körper, die wollen alle weichgehen. Jesus wird seine Kirche, der wird arm und am Glauben. Der wird sein Wort glauben, was er fortnehmen, für das verschmelzen wird. Der wird er da raten. Und der wird sterben für das, da die Seele
wird auch im Himmel sein, wenn der Körper, wo immer dort alle was sein, da wird alle verschmelzen. Aber wie selbst, da wir sind, uns Jes, unsere Seele, und wir wollen nie einen Körper haben, dort wird bei Gott sein, dort wird Gerat sein. So, das ist wichtig. Wie wichtig ist das, dass ich in die Weiten, wo wir können, an dieser Arche, ich teile das so, das ist eine Arche, was Gott uns gegeben hat, wo wir können ankommen. Und das ist ein Glauben. In Johannes 3, Vers 15 sagt das steht, Vers 14, Johannes 3, Vers 14 sagt Jesus, es steht, und so ist Moses in der Wildnis in der Schlange hoch abhängt, so muss die Menschen sehen, auch hoch abgehoben worden. Dass all die an arm geleben, das ewige Leben haben. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass seinen einzigen Sehen gibt, dass all die an arm geleben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Das ist die Arche. Das ist die Wahrheit. Das ist meine Wahrheit. Ich habe keine andere Hoffnung. Ich habe viel zu viele Fehler gemerkt in meinem Leben, dass ich erst eine Hoffnung habe, dass ich nicht verschmelzen. Ich war, wenn ich nicht diese Hoffnung annehmen, und du warst auch. Und all die Ubers. All die Menschen, das Wort hängt über der Welt. Diese Anladung ist up. Kriegst es Noah sagt, hey, kommt an der wie groß up, das heißt, der hat, der wie groß up, kommt nan. Vers 17 sagt, es steht, will Gott schenkt seinen Sinn nicht an dieser Welt, die zu rechten, aber dass die Welt durch ihn kann gerat werden. Das Wort, was ich reden darf, das Wort, was Gott geredet hat, das fällt sich nun recht nicht. Hey, die Welt wird ingehen, die Welt wird verschmelzen, jeder einer wird alle ankommen, das ist gerecht. Aber Gott schenkt Jesus nicht, und nicht Noah, um die Welt rechten, und dann war ich erst das gerecht. Aber er schenkt Noah, um sein, merkt ihn ab, kommt eine Arche an, das wie eine Anladung. Und kriegst du das von der und auch eine Anladung. Jesus raubt Riete, sagt, kommt alle, gleift an mir. Das ist am Meier stehen, wie Jesus Riete raubt, kommt alle nur mir, wenn ihr dort schwer habt, wenn ihr beladen seid, wenn ihr nicht rot weiten, kommt nur mir, ich will ihn halten, ich will ihn raten. Und das er am Kreuz hängt, das war das sein, er kann nicht uns zu verdammen, wenn sie kommen, automatisch in Verdammen ist, weil wir sind euer Reich, aber das ist eine Anladung. Wer immer am annehmen, der kann gerat sein, der ist gerat. Das ist was er sagt, das ist eine Anladung. Er kommt nicht uns zu verdammen. Das ist, was Jesus, als er auf diese Erde wir, er jinkt nur da, wo das an ihm fehlt. Das ist nur, wem Jesus jinkt. So fehlt die dort und Jesus weiß die dort, dass die euer Reich bist. Dann ist Jesus gerade für die gekommen. Wenn du das weißt, dass die an ihm fehlen, bringt er den Vers, was wir von reden. Jesus sagt, je seid sind die, die nach ihm hungern, in Darstellung, nur die Gerechtigkeit, weil sie wird fehlen. Wir wissen das, wir sind nicht erreicht, aber die Frau ist, hungert uns nur die Gerechtigkeit, hungert uns nur Gott. Wir wissen manchmal, go wie der Tag, der ich auf einmal an Essensplätzen erst eten, nicht? Und hast immer belebt. Dann einmal kommt der erst was, hast vielleicht Jahre nicht gegessen, auf einmal dann, ich will gleich ins Stort eten, nicht? Aber das ist ein bisschen anders, aber wie uns hungern, und wenn wir eten, und wenn wir lange nicht eten, dann fangen wir uns an, Säuer zu hungern. Und wenn Menschen ihr Säuer nicht hungert, dann tun die Maß erst was, dass sie wollen eten können. Und so, hungert uns nur Gott seine Gerechtigkeit, oder sind wir zufrieden mit eten und bloß für uns selbst leben und sein uns selbst zu erfüllen. Johannes 7, Vers 37 sagt, es steht, letzten Tag ab dem Fast, so wie ein Fast wie Jesus wie hingegangen, wie viele Menschen, hunderte, vielleicht Dutzende Menschen, was am Hirn, und den letzten Tag, geradsten Tag ab dem Fast, stund Jesus ab und raubt Lied. Wer durstig ist, den lade ich an, nur mir zu kommen und zu trinken. Wer an mich glaubt, so ist die Schrift sagt, in dem Sinn, Banner steht worden, lebende Wasserströme rannen. Und wer immer durstig ist, sagt er kann noch kommen. Da kenne ich David, sagt, mir durstet nur Gott. Das ist
darst je tier aan wil, dat is een rij. Nu mij darsten dat is mijn God darsten dat, zegt hij. Waar wie van God wordt, ik geloof dat die hier bent, dat meint, dat die hargen dat meint dat die een wasser en darsten God hast. Kan zijn die best gekomen is, wenn dat fijn is naar het kerk komt. Ik wonder manchmal, hoeveel mensen daar nu naar zijn Arche ging om een tour gaan. Wo mal met de familie top wat doen, wie interessant wat hij daar biedt, en zijn ze mal gaan kijken. Niet vielleicht haben ze maandag metgenomen, en zijn ze mal gaan daar breed gaan kijken, wat de nou daar bieden deed, niet? En zijn vielleicht durch de Arche gegaan, haben gecheckt, wat het alle bieden deed. En die zijn ook aan de Arche hier was niet, aber nicht sich raden. Sie bleiben nicht dabei, sie können bloß kijken. Zijn interessant dat we zodat we geen geloven ben, even wanneer ze ook nog aan de raam weer. Ze weer niet darstig voor je rechtigheid, ze weer dus nieuwsgierig. So Jezus roept jeder einen nur aan. Wie immer der darstig is, wie immer der weet dat hij ongerecht is, der kan er aankomen. Het is wat een fall, wanneer we ons nur arm hungeren dat, wanneer ons nur arm nur uit is. Maar dat is een aanzien denk wat we kunnen zeggen, niet? Krijgt is de novers dan te nou zijn tijd, very likely worden gedacht han, dat merkt niet zijn. Krijgt ze denkt ik, mensheid bij deze tijd ook. Een klein beetje lezen dat, een klein beetje horen dat, voor erheen gaan dat, wat de mensen over de Christen zijn, wat de mensen over de Bibel zijn, hier ook aan ons schijnt land. De mensen schatzen dat verjering. Dat is aanzinnig, helpt niks aan. Je geloven aan wat er niks is. Je hebt niet wat uitgedacht. Dat is wat de mensen van der over ons zijn, zo veel. Je hebt niet wat uitgedacht. Je hebt een fairy tale zijn. So alle soorten dingen zijn ze over God. Over de christen. Ze geloven dat. Ze leven am geloven. Krijg ze weer dat dan ook. En dat zegt de Bibel zelfs ook. Dat is, krijg ze dat. Nu dat mensen verstaan nu, is dat aanzinnig wat God deed. En eerste Korinther 1 zijn vers, die zei, ik word op Engels lezen, zei, for after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Het zegt er, een aanzanjet predigen wil God de mensen raden. Krijgt is Noah ontvangt met zijn oudste en wilt aan te gaan, en hij trekt hem met zijn lag, en zei dat er over, kijk maar, ik ben in de Arche. En verdient ook, komt mij helpen. We hebben een Arche bij en God had, de mensen talen dat is voor turig, voor aanzien. Als die wat uitgedacht, als wat gedroomd. Dat is gleich zo. En zo Noah wie een aanzien je mens, menselijk nog niet kijkt. Krijg zo als het van deren ook. De mensen kijken ons als aanzinnig en dat zegt God zelfs. Dat is het wat zijn. Dat merkt nu mensen verstaan, nu merkt dat niet sens dat er een God is. En dat hij gezegd heeft, dat welt wordt alle versmelten. En dat ik je geraad door mijn zin Jezus Christus. Die bruggen kan je zinnen los worden door Jezus. Je kan geraad zijn. Dat is alles aan. Dat gaat niet te zijn. Dit daar ging wat ik stuurde, gaat te zijn. De bank waar je zaten, de nubers, dat gaat alle te zijn. Je huis, dat zijn. Maar God kan we niet zijn. Dat het wordt alle versmelten. Dat ons fehlt een radung. Dat we zijn zinder. Dat gaat niet te zijn. Dat zijn dingen. Wat am Geist sind, der weet wie, wann wir de willen geloven. En zo dat is aanzinnig, maar de moet we geloven. Zo de vrouw komt waren rauf naar Noah, en komt rauf naar Abraham, rauf naar Cornelius, en naar veel andere mensen, en ganz wat mij en die, geloven wie God. Abraham gelooft God, en dat wordt aan voor gerechtigheid ongeteld. Zo, wanneer ik in die God geloven, dan wil we dat aannemen. Oh, dat is een woord over de wereld gezegd, dat hij wordt vergaan, en mij fehlt dat aan radung. Dat is een woord. God heeft ons alle als zinder erklärt en ons fehlt dat aan Jezus. Wanneer we willen geraad zijn, wanneer we niet willen verschmelten, dan willen we ons moeten kammeren. Dan willen we moeten naar de Arche gaan. We moeten naar Jezus gaan. Dat is dat woord wat er is. En zo geloven we dat, of geloven we dat niet. Dat we Jezus vertellen mal aan die Geschichte. Fingen we in Lukas kapitel 14, vers 16, fangen dat aan. En zo Jezus vertelt deze Geschichte. Hij zei dat we een rijke man die mir in Unkas rijdt. En hij kreeg veel lied. Hij kreeg veel nubers. Dat ze zullen alle komen. Hij schakt zijn arbeiter uit en zegt,
wat eingelot werden, okay, der Onkel ist meist reut. Ich weiß nicht, was sie das haben getan. Sie haben ein Schwein gebackt, à la Welta, aber einmal haben uns ein Stück gedreht, das rein mehr, nicht? Das wie ein Fass. Wir glauben, das geht nicht an der Kirche von Sünden reden. Aber das wie ein Fass. Sie haben ein Mund gemerkt. Und das bald reut. Kommt, nicht so tief. Und so, ich schaue sie über der Rüte im Darb, kommt alle nur sein, was der eingelot wird, nicht kommt. Nicht, weil wir Onkels haben. Ja, Kind reut. Aber weißt du, was der nur sehen? Wat de eigelot weer, een eigelot had hij en al ver her, maar nu zegt hij bloos niet zo draait, nu is het tijd te komen. De ene zegt, oh, ik heb me een stab gekauft en zijn grootvader was die te bekijken, so ik kon nu dag niet komen. Dat is wat de ene zegt. De andere zegt, ik heb me groot frische assen gekauft, moet zijn ten pleen, dat is pleen dat niet. Some van ons kennen dat, so schijnt het interessant. En zo, hij zei, oh man, ik kan me groot assen gekauft, ik moet er nu zijn. Ik weet niet, ik heb nog wat aanreichen, ik heb wat immer. Ik zijn groot, maar het zag je niet bij, ik wil die groot gewoon uittesten, I go to prove them. So, hij zei, nieuwsgierig was, wil het nu wat doen, hij wil me zijn plek aanspannen, dan wil hij moet zijn, wil het nu plegen wordt. Oké, zo. Dat heeft zich een beetje naar de lied te nauw zien in de tijd, niet? Heeft zich dat nog een beetje naar mij en deze, wie een draak met leven. En leven als ik euch schleiß. Nicht alles mit einem Stab kaufen, nicht alles mit nieuwe Assen kaufen. Und bei diesem Stab und dieser Assen, dass wir ein Wächer ist diese Anladung. Der Lied, genau seine Zeit, Kasten und Eten und Trinken. Und mir fällt das gerade nicht bei, ich kann mir das so tief nicht checken, das ist mir bloß ein bisschen bei an Bier fallen. Sie werden Drag damit, sie werden zu Drag eine neue Harchen. Sie werden einmal, wir müssen wieder gehen mit unserer Geschichte, was Jesus vertelt. Und der andere sagt, hey man, das ist schon, aber ich habe mich groß befreit. Ich komme von der nicht, ich habe mich abends befreit. Und so nu kann ich nicht jeden Mal kommen. So der Arbeiter, der kommt zurück und sieht sein Meister, sein Herr, und sagt, hey, der Lied kommt nicht, das ist ein Drag. So die Eten, was die hast du gemerkt, das war wie Salzmann, ich eten noch mal vielleicht, ja, was sie nicht, ich soll nicht denken, dabei und was er nicht sagt. Sie die Menschen kommen nicht, was da nicht. Und dann der Meister, der wir Wort Dahl sagt, und er sagt zu seinen Arbeiter, dann spaut ihn nu, go an den Gassen an. Alle ween, wie du kleine Gassen fängst, Hängergassen, alle ween, so es nu gehen. Und er sagt, spaut ihn, go bosig. Und dann krieg all die Arme, was du fängst, all die Krepels, was du fängst, all die Blinge, was du fängst. Und dann wird Lied, was du ganz verachtet, das halt für nichts. Go, die alle sein. Und sagt, today, sie kann kommen. Wir wollen die anladen zu uns Onkels. Und Onkels, als hier, wir haben das recht gemerkt, wir wollen das nicht allein. Ich habe das für wen gemerkt, ich will Menschen hier haben, ich will den Onkels geben. Wer will kommen, der reiche Noberste kommt nicht, das ist ein Drag. Dann geht die bosig und sagt, all diese verkrebelte, arme, verstandene Lied von ab der Hängergassen und sagt, und spaut die, dass Onkels das Mess reut, kommt alle an, weil wir Onkels haben. En dat is wat de arbeiter deed. Hij jenk alle ween op de gassen en zij hingen de hedges, hingen de ba, alle ween manken strak. Hij zag zich mensen top en zo wie dat staat. En hij bracht hen aan en ze hadden dat mal, dat vertaalt niet veel wie dat zei nog. Oh, dan kwam de terug en dan zei hij, ik had alle wat ik gevangen had ik gebracht en dan was het nog maar ruim. En dan zei hij, en vers, en ik vertaal hier Lukas 14, vers 23. Dan zegt de meester nog eenmaal te zien arbeid. Hij zegt dan goed naar eenmaal uit. En merkte kom, dat weer nog samen wat hij niet hadden wilt. En zegt, merkte kom, zij dringend, roept hen aan. We hebben het onkels, het meester uit. En dan zegt hij, die wat ik eerst eingeladen hadden, van die worden keine komen. Geen van die wat smaken van mijn eten. Een andere wird, der wird taub. Das ist der letzte Mal, der Arbeiter kommt, mit den letzten Krebel taub, mit den letzten Verstanden taub, dann wird der taub gemerkt und sagt, okay, nu kann keiner kommen. Even wenn der ist noch eingeladen werden,
der Nubers, wenn der trägt ja mit seinen Assen, die haben er uitgetest, der ist nicht toll, das ist nicht toll. Kriegst wie das mit Noah seine Arche auch. Gott möge auf einmal der toll. Stell dir doch mal vor, der Nubers, was da am Tün gesessen haben, und die checkt, hey, soll ich nachgehen? Darf sich mit seinen Früher reden. Was läuft, soll wir nachgehen? Was soll sein? Aber die sind nicht schnell rein. Aber die sehen, von der und so sie dann angehen, und wird anfangen zu reden. Glaubst du nicht, wie sollen gehen? Ja, aber was wollen die Nubers dann alle sagen, nicht? Ich habe mal das wie ein schweres Ding. Denk dir mal nach, du bist ein von den Darbsliedern, Noah seine Stadt. Aber was wollen die anderen, wenn wir wollen nicht an die Arche angehen, das meint dann so viel, wie glauben auch, dass das ansehen, dass das reinen wird ingehen. Da wir uns mit dort verbinden, no, wir wollen gleich. Und bei Noah ging an, seine Frühchen hingen an, seine Jungs hingen an, Frühest kamen mit. Und sie waren in der Band. Der erste kraut auf. Und der Noah schauen zu verstehen, die haben rumgestanden und gecheckt. Oh, nie sind sie angegangen. Some haben vielleicht gespart, aber nie sind sie angegangen. Weil wir auch gehen. Glaubst du? Was glaubst du? Und sie glauben nicht. No. Aber wir wollen nicht. Das kostet viel. Guck mal, wir haben uns geschafft dort. Wir haben geplant, unsere Tochter will sich befreien. Uns jung, was immer. Wir haben uns kurz diese frische Assen gekauft, was immer alles. Und nu sollen wir hineingehen, da wird uns ganz von der Nuberschaft aufschneiden. Man wird das nicht tun, dann rein der Tag euch. Und dann was sollen wir dann? Wie lange sollen wir lernen? Und über dem müssen wir da rauskommen, wir müssen wieder leben. So, sie bleiben beten. Auf einmal ging der Tau. Und wenn ich reich sage, die Bibel sagt, Gott möchte der Tau. Dann wird auf einmal Tau. Was ist dann am Hort fähig? Aber nicht wieder der Tau. Und kriegst du, was der auch noch mal für mich in die Tau gehen. Für die, was er nicht glauben. Für die, was er am Tun sagt. Und oh ja, da, der liest so. Und ja, die Bibel redet von ja zu verstehen. Aber Jana sagt so und Jana sagt so. Ja, ich war noch über, wenn ich das tue, dann muss ich, was wollen meine Familie sein? Oder nicht, was wollen meine Eltern sein? Some von ihnen haben erlebt, some von ihnen haben die Decision gemerkt. Das ist, was Jesus auch sagt. Die wird nicht weil ich ihre Familie abzugeben, für mich, die sind nicht würdig, mir herunterzukommen. Das kostet nicht vor allem, wenn du bist eine christliche Familie abgewaschen, was du an Jesus ist, dann brauchst du nicht deine Familie abgeben. Aber wenn du für some von uns erst dazu warst, wir haben die Familie abgeben, zum Jesus kommen. Nicht, wenn wir ihn wollen abgeben, aber wenn sie mit seinen eigenen Städten, dann bist du ab den ihnen. Nee. Und das kostet sehr viel. Some haben Lohn verloren, some haben alle Sorten Dinge verloren. Die Assen, ihre Staaten, was immer, haben müssen viel abgeben, das haben die. Some haben ihr Leben muss abgeben für Jesus. Sind ja das auch. Manche haben Jahre am Engels wie am Gefängnis gesehen. Willst sie an Jesus glauben? Sie wären ein von den Prediger. Ein Prediger meine ich nicht, der wir nu bestellt ist, ein Prediger, oder auch nicht. Ich meine, der wird für die Gerechtigkeit reden, in der Anladen, in Jesus, die glauben an Jesus, dann bist du ein Prediger von Jesus. Du sollst sein, du bist. Und so haben viele Menschen sehr viel gekostet, aber Jesus sagt, das kriegt es nicht was sein. Der wird viele Menschen sehr viel kosten. Und da wir Lied in seine Zeit, da wir nicht willig den Preis zu tun. Kriegt es hier, das Mann, was ihn Müll uitreiten hat, da wir nicht willig, abzugeben, so andere Plans. Kriegt es von der noch, das sind Lieder, die sagten, denken, hey, willig, das glauben, willig, ist es so, dass Gott das gesagt hat? Ist es so, dass Jesus der Wahrheit ist? Ist es so, dass ich kann ankommen und er vergibt mich, er wird mir raten? Ist es so, dass ich mich bekehren kann, ich kann gerat sein? Ist es so, dass ich kann Gott sein Kind sein? Ja, das ist so. Aber wir zweifeln, hey, will ich das wirklich tun? Das ist mit einem großen Schritt zu nehmen. Was wollen sie sein? Was wird das kosten? 1. Korinther 3, Vers 11 sagt, dass kein anderer Grund, was der jetzt allein ist, der, was all geleicht ist, das ist Jesus Christus. Da ist keine andere Arche, was da wird kommen. Da sind keine anderen Nubers, was da noch eine andere Arche bauen, was uns wird raten. Das ist bloß eine Arche und das ist Jesus Christus, wo wir können angehen. Wir nehmen an.
Ich stelle mich so vor, als der ist gegangen und es darauf angefangen zu regnen, da sind Nubers abgekommen. Und der hat gesagt, hey, wir wollen doch. Und kriegst du das mit seiner Multit. Die sagt, von da wird er eingeladen werden, aber aufgesagt haben, du hast keinen anderen Grund, du hast keine andere Anladung, das wir bloß das wird die einzige Arche. Kriegst du erst von der an auch. Und ich glaube, die Nummer schworen haben, ich glaube nicht, dass das ein Handelsbild an der Arche angewasst haben hängen, aber wenn da wir gewasst, ich glaube, die werden so einen Fall gewasst von Lied, was er noch Jahren mithaben wollte. Aber die Anladung wird lang durchgewasst, der wird lang abgewasst, wir können frei ankommen, wir lassen berühmen. Und über der Turm mehr, und da hat nicht nur Kontrolle über das wir Gott sehen, denke ich. Kriegst du also von der noch. Ich und du, was der Prediger sagt, wir haben nicht Kontrolle über wann Gott ist der von genug was tun mehr. Wir wollen bloß, der wird ein Tag tun gehen, und wenn der wird tun sein, dann wird er bloß tun sein. Dann von Bieten nach seinen anhängen, oh, ich kann doch wollt. So von der an ist der up, dass du kannst nach Jesus kommen, dass du kannst am annehmen, ist dein Heiland, du kannst deine Sinn zu anbeten, du kannst am sein, die letzte Tag, du kannst anbeten für die Menschen. Ich habe mich bekehrt, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass Jesus mein Heiland ist, und ich glaube, dass er mir Rat hat. Du kannst das glauben, du kannst das annehmen und anbeten, aber da wird die vielleicht aufschneiden von deinen Freunden, vielleicht von deiner Familie, vielleicht von deinem Land, vielleicht von das. Allah. Aber da wird die das was geben. Noah und seine Familie jäuft auf eine Radung. Sie bleiben leben, sie werden in der Arche, sie fuhren mit, und dann sagt der Arche, der schwamm. Luther ist, das ist alle immer wieder, der ging auf und sie ging rüt an eine neue Welt an. Kriegt sie worden eigentlich, die sagt die Bibel, wenn wir sterben, das ist nicht wirklich bis ein Sterben, das ist ein Abweichen. Und Bruder Clarence, was gestorben ist, das heißt, sie vertalen gute Welt früh und wo er gestorben ist. Das ist ihre Geschichte, aber man, wenn so einer, was an der Arche ban ist, der auf einmal was aufkommt, der dort ist, der geht auf, am Himmel an, eine neue Welt an, neue Körper, stell dir mal so vor, dass den Körper ganz geheilt, ganz frisch, ganz frei, ganz rein, und noch viel mehr als dort den Geist, was bei diesem Zeit so manchmal wel doelvol. Ganz frei, ganz rein, ganz perfekt. Am Gas und an der Seil. Stell dir das mal vor. Das ist der Radung. Was wir haben nicht in dieser Welt, aber die Welt, die das kennt. Und von der an braucht das dann, dass ich an der Arche angehen, an Jesus angehen, am Annehmen, am Bekennen ist uns Heiland. Das Bekennen, das ist so, was er sagt. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, steht Jesus, das steht. Jesus sagt ihm, ich sehe die Weg, die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt nun vor, bitte durch mich. Sondern andere wird, durch mich kostet nun vorkommen. Aber das ist kein anderer Weg. Das ist bloß der einzige Weg. Dort bin wir eine Arche, von der an habe ich eine Arche, und das ist Jesus Christus. Und durch ihn kann ich nun vorkommen. Der Arche von Jesus, von wird wollen sein, und du verstehst mich, wenn ich sage, der Arche, was wir von der an haben, das ist der Radung an Jesus. Wir würden kann sagen, das ist der Kirche, aber das ist confusing. Das ist nicht das Gebiet. Wenn wir hier wollen 31 Band sein, dann sagen wir, na, vielleicht wird uns das der Radung halten und führen, aber das ist nicht an sich selbst der Radung. Der Radung ist an Jesus sein. Gott von Jesus seine Familie zu sein. Uns mit ihm zu vereinen, mit ihm herangehen, ihm zu glauben, am Unternehmen, seine Werte, was er sagt, zu glauben. Und so, der ist open, er sagt, ich sehe die Wahrheit, und ich sehe die Wahrheit, und ich sehe das Leben. Wenn du mich annimmst, wirst du leben. Wenn du Noah sehen wirst, horchst, wirst du leben. Wenn nicht, wirst du versuchen. Von der an ist der Wirt, wenn du Jesus sehen wirst, glaubst und annimmst, wirst du leben. Wenn nicht, dann wirst du verschmelzen. Ein Tag. Das ist plus, kriegst du Dries, das ist dort erst plus. Und andere sagen, na, das geht dir noch ein Stück, nicht? Geht noch nicht zu sein. Ja, das ist plus, ihr dreht alles so wie das hat einmal Haft, ja noch Tiet. Aber Gott ist nicht ein Fehler. Er hat seine Zeit, wenn er das wird sagen, dass er wird der tun merken. Und ich weiß das nicht, und du weißt nicht, wann er das ist. Wir wissen bloß, dass von der und erst der auf. Offenbarung 22, Vers 17 sagt, in der Gäste, in der Brut, das meint der Kirche, die sagen, komm. Wenn du
Jesus sehen wird hier und da, dann komm an der Arche an. Wenn die darstellen das, wenn die nur Gerechtigkeit darstellen das, und du wirst gleich mal gerecht sein. Die darstellen, du wünschst, du kannst mal gerecht sein. Du wünschst, du kannst mal Jesus haben. Du wünschst, du kannst mal auf eine bessere Stelle kommen. Du wünschst, du kannst mal von diesen Dingen los sein. Sagt man, die darstellen das, dann komm. Das ist so einfach. Dann komm nur Jesus. Wer immer der will, der kann frei das Wasser trinken. Whoever will, let him take the water of life freely. Das ist ganz frei. Das ist so viel Wasser, dass du brauchen wirst. Es ist nicht, dass da nicht genug ist für die. Die Bibel sagt ja ganz klar, wie viel sind wir, da wir noch viel mehr genug. Das mehr genug ist, was der Sinn ist. Und so, wenn du diese Fallen das, ich san Tauschlache warst, für mich wird nicht genug sein. Krieg für die erst genug. Fingen wir an Römer 5, glaube ich, erst dort, wo das sagt, du der Sinn überhand genommen und bloß teilnehmen da wir noch mehr genug ist dort. Und so, Gott hat genug für die. So, die Frau ist von deren, hungert die nach der Gerechtigkeit, hungert die nach Jesus. Jesus sagt zu dir, komm zu mir, wenn du durstig bist. Komm zu mir, wenn du beladen bist. Ich will dich erfrischen, ich will dir Wutter geben für deine Seele. Und so, das wird, kannst du annehmen. So, wo das du dort? Wo kann wir nach Jesus gehen? Das ist nicht bloß für dich, was da noch keinmal sind, wie Jesus gewesen ist. Das ist für uns alle. Fehlt das, dass wir bei das Baum trinken gehen, einträchtig. Manchmal glaube ich, passiert uns dort, dass wir drauf waren mit Kassen. Wir waren drauf mit Assenkäupen. Wir waren drauf mit Landkäupen. Wir waren drauf mit all diese Dinge. Stimmt nicht? Und dann fehlt es, dass wir nach Jesus gehen, wir arm trinken. Weil das steht dort, das ist ganz einfach. Du nimmst die Zeit dafür. Du nimmst die Zeit um andenken. Du nimmst die Zeit um zu reden. Na, wo beten wir zu Gott? Das ist verschieden. Wenn ich hier mit jemandem beten würde, dann bei so einem Bett so würde ich dich verlängst jetzt. Und das ist gut. Und wenn wir ernstlich beten, das soll ein abbrechen Gebet sein. Aber wenn du für dich selbst persönlich beten, das kostet die Krankheit, dann ist du was. Die kostet die Geduld klein, die kostet, wer immer die best kostet, zu Gott reden. Was Jesus sagt, wo immer der ist, der kann nur mich. Der ist graut up. Du brauchst noch nicht anfahren, du brauchst nicht die antragen, anders, du brauchst, wer immer die best, wo immer die best, die kostet bloß einfach an den Gast zu Gott reden. Und am Ende, die kostet die Dinge sein, was an den Hort sind. Und die kostet das passt erst, wenn die sagen, das, was die schwer ist, die Dinge, was die trübeln, die Sinnen, was die hast, die Dinge, was die mit einer eisernen Fuß festhalten, mit einer eisernen Kette, sei ihm die. Er sagt, du hast genug für die. Er kostet bloß einfach der Arme reden. Und wenn wir dort abrechtig und wir haben bleiben, dass er Halb hat. Ich habe gesagt mal an mein Leben an, dass für mich wäre nicht genug. Und ich kann das annehmen, das ist mir noch manchmal nicht deutlich, aber ja, und für die ist es nicht genug. Und das ist das frische Luft, das reine, kalte Butter für eine durstige Seele. Dort nach Jesus gehen, zu ihm reden und das unternehmen, dass er das Brot vom Leben ist. Er wird ihnen Seele zu eten geben. Wo das Krieg ist, kann ich euch Krieg beschreiben, damit ihr selbst erfahren. So, jetzt in Arm, er ist mit seinem Gast, er wird die Fall. Wenn die abrechtig nach ihm jetzt und nach ihm reden, das, was die schwer ist, was die anlegen, das, wo er reicht die best, und nach ihm freuen das für genug, er wird die hören, er wird die wiesen, er wird die Wutter geben für die Seele. Das ist ein Part davon, als die eine Bibel nehmen und dabei lesen. Da sind viele stehen in der Buch von Johannes, Kapitel 6, oder Johannes Kapitel 3, oder Römer Kapitel 3, oder 4, oder 5. Und es sind noch viele andere Worte für den Moment. Es sind alle Bibel ist gut für uns. Aber gerade was uns an dem Moment fehlt, das sind some von der Johannes 3, Johannes 6, und Römer 3, 4, 5. Viele Verse sind da. Noch mehr als dort. Und die reden zu uns von, wenn wir nach Jesus kommen, wo er uns trinken, wo er uns Frieden geben wird. Mit seinem Geist, das ist nicht die Bibel, was uns Frieden geben wird. Die Bibel hat Gott seine Wira. Und Gott seine Wira geben uns Frieden.
Gott jaft uns Friede, dass Gott sein Jes von uns kommt. Das ist wirklich ja Gott. Und mit ihm tut ja wie Gemeinschaft haben. Und wie nach ihm kommen mit uns hört. Und wie durstig sind. Und wie kann dort gehen, wie am trinken, wie am eten. Und die Menschen, die das getan haben, die können davon reden, und das hat Gott getan. Und so, Johannes 5, wo ich ein paar Verse lesen, und so bevor ich Johannes Kapitel 5, Vers 24. So, ich sage ich sage in der Wahrheit, wer mein Wort hielt, in dem geläuft, der mir geschickt hat, das ewige Leben, und kommt nicht an das Gerecht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. So einfach ist das. Noah und seine Familie, even als sie der Arche beten, even fertig der Teugung, sie haben all das Leben. Das sie glauben Gott und sie beten da an der Arche und sie wissen, sie würden gerat sein. Sie wären all gerat, even wenn man noch nicht mal gereint hat. Kriegst du das von deren auch. Das Vieh ist noch nicht gekommen, die Verschmeltung ist noch nicht gekommen. Man hat noch nicht passiert ist, aber wir weiten dort, dass wir haben das Wort angenommen, wir haben Jesus angenommen, dann sagt er also, wenn wir gerat sind, dürfen sagen wir sind gerat. Das wir weiten dort, Jesus sagt das. Ich sage in der Wahrheit, wer mein Wort hielt, in dem geläuft, der mir geschickt hat, sagt Jesus, hat das ewige Leben und kommt nicht an das Gerecht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. Johannes 14, Vers 6, sagt es dort. Jesus sagt ihm, ich sehe die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt nun vor Büter durch mich. Und so das ist die Idee, was von deren Up ist, für die, und für mich, wie kann an uns heute Jesus kommen und am annehmen. Praxis wie sind, am dort sein, und am annehmen, das er ist. Und er wird uns mit seinem Jes von der wieder nehmen und mit seinem Wort. Wir beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für das Tag, Dankeschön für den Scheinmerken, für den schönen Wetter, für den Sonnenschein, für den Regen, Dankeschön für die fruchtbare Erde, dass all das Haupt schafft in schöner Sommertag mehr. Du hast uns auch als eine Erde gemerkt, und du reinst ab uns noch mit deinem Wort und mit deinem Geist, und das soll in Kind Gottes geben. Es soll wem geben, wer da an die läuft. Und wer mit dem Geist belebt ist. Und mit wem's Leben da auch Wuter riecht, und das frische Wuter, das ist von dir, das ist dein Wuter, Gott. Und wir danken dir dafür, dass du das so gemerkt hast. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, können anfangen zu kennen. Dankeschön für den Glauben, Dankeschön für das so klar und einfach merken. Dass es so einfach ist zu verstehen. An der Arche hineingehen, dass wir nicht schwor besitzt den Welt. Besitzt das, was wir oft geben. Aber bloß nehmen zu gehen, dort wird wir nicht schwor. Kriegst du das von deren. Nach die zu kommen, das schwanze Port davon ist, dass die Dinge oft zu geben und uns selbst aufzustehen, uns selbst zu sterben und das Tag zu laden und am Glauben in die kommen. Das ist ganz einfach, dass du bist gerade nie hier. Mit dem Geist bist du nur an jeder einem und klapper schon uns Hort an, dass wir die haben angenommen oder dass wir noch nicht haben. Du bist bei jeder ein von uns und du wirst uns an der nächsten Stunde annehmen. Wir beten, dass du uns wisch anklappern, nehmen uns dann an, wies uns zu dir, help uns zu verstehen. Weil Gott, weil gnädig du bist, zu uns sind da. Das sei wir dankbar für. Wir freuen uns für deine Gnade. Wir freuen uns für den Tag, wie die Arche wird weiter aufgehen und wir wollen in Jahre nie schöne Welten anstarten. Für einmal bei dir zu sein, wie wir die wollen, von ungesagt zu ungesagt sein. Ganz frei, ganz rein, ganz geheilt am Körper und am Geist und an der Seele. Und das kriegt wie für euch. Amen.